Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Die Nacht der Verschwörer. Der 15-jährige Schüler Peter wird durch die Kräfte eines magischen Pentagramms, das er in einer Höhle entdeckt, in eine andere Zeit versetzt. Dort trifft er Queck, den Elfenkobold, seinen künftigen Freund und Begleiter. Beide suchen nach einer Möglichkeit, Vakanien wieder zu verlassen und in ihre Welten zurückzukehren. Sie treffen auf Melord, den Seher. Von ihm erhalten sie den Hinweis, dass die Lösung ihres Problems das Amulett des schwarzen Magiers Xavros ist. Aufgrund seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen: Feuermähne. Auf ihrer Suche nach Xavros und dem Amulett werden die beiden von Pallas dem Falken begleitet, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Feuermähne und Queck befinden sich in der Stadt Ankodai. Sie haben jedoch nicht lange Gelegenheit, das bunte Treiben auf den Straßen der Stadt zu verfolgen, geschweige denn in einem der Gasthäuser Rast zu machen. Denn kaum sind die beiden durch das Stadttor getreten, da werden sie auch schon von einer Schar Soldaten festgenommen, die sie ohne Angaben von Gründen in ein düsteres Verlies werfen. Wie lange sollen wir hier noch untätig herumsitzen, Feuermähne? Wir sind nun schon fast einen halben Tag hier. Wobei es doch ein leichtes für uns wäre, uns mit Hilfe der Wunderwaffen zu befreien. Für was habe ich denn die Zauberbola? Die würde die lächerlichen Wärter in Sekundenschnelle in Weihnachtspakete verwandeln. Mach doch nicht so eine Hektik weg. Wenn wir uns mit Gewalt befreien, erregen wir nur unnötiges Aufsehen. Wir erfahren viel mehr, wenn wir uns ganz normal verhalten. Und wie lange sollen wir hier in diesem 4-Sterne-Hotel noch wohnen? Warten wir, bis es dunkel geworden ist. Wenn die Stadt schläft, werden wir unbemerkt Los, los! Auf die Beine, ihr Galgenvögel! Ihr habt jetzt das große Vergnügen, den ehrenwerten Herrn Richter kennenzulernen. Da er für ein paar Tage verreisen muss, will er sich euch Strauchdiebe gleich heute vorknöpfen. Was fällt dir ein, mich einen Strauchdieb Queck, beruhige dich. Bitte, natürlich nehmen wir Ihre Einladung an. Würde mich auch mal interessieren, warum wir überhaupt hier sind. Wir haben doch gar nichts getan. Natürlich. Unschuldig seid ihr alle. Folgt mir und erzählt das dem Herrn Richter. Der kann Dichtung und Wahrheit sehr gut unterscheiden. Feuermähne und Queck werden von den Wächtern in das Gerichtsgebäude geführt. Im Gerichtssaal angelangt, werden sie aufgefordert, auf der Anklagebank Platz zu nehmen. Der Richter, er ist ungefähr 40 Jahre und für sein Alter schon reichlich wohlbeleibt, mustert Feuermähne und Queck eine Weile recht kritisch. Ruhe im Saal! Im Namen des Gesetzes von Ankodai erkläre ich die Verhandlung für eröffnet. Die 3 Angeklagten werden beschuldigt, den Müller unserer Stadt aufs Schändlichste betrogen zu haben. Aus Gründen, die der Wahrheitsfindung dienen, bleibt einer der 3 Angeklagten vorläufig von der Sitzung ausgeschlossen. Gerichtsdiener, führen Sie den Müller herein. Müller der Stadt Ankodai, erzählen Sie dem Gericht, was sich gestern zur Mittagszeit in Ihrer Mühle zugetragen hat. Natürlich, Euer Ehren, natürlich. Also, ich hatte gerade das Mittagsmahl zu mir genommen. Da kam dieser Schurke, der da draußen bewacht vor der Saaltür sitzt. Also, da kam dieser erbärmliche, nichtsnützige Halunke. Müller, zur Sache. Und etwas mehr Zurückhaltung, bitte. Wir sind hier im Gerichtssaal und nicht in der Taverne. Noch ein solches Wort und du zahlst 10 Kupfermünzen wegen Missachtung des Gerichtes. Verzeiht, Euer Ehren, verzeiht. Nun, der besagte Angeklagte suchte dich gestern Mittag auf. Was wollte er von dir? Er hat mir ein Geschäft vorgeschlagen. Welcher Natur war dieses Geschäft? Nun, Euer Ehren, in den letzten Wochen war es sehr windstill. Die Mühle stand somit ruhig.
Der Angeklagte sagte, er möchte mir etwas zeigen, und ich ließ mich von ihm auf den Hügel ungefähr 50 Meter entfernt von der Mühle führen. Hätte ich doch nur geahnt. Was geschah dort, Müller? Er fuchtelte wie von Sinnen mit den Armen in der Luft herum und murmelte seltsame Worte, so etwas wie eine Beschwörungsformel. Was geschah dann, Müller? Die Flügel der Mühle begannen sich langsam, aber beständig zu drehen. Ich traute meinen Augen nicht. Ich fragte den Angeklagten, wie er das mache, und bekam die Antwort, dass er der berühmte Windmacher Chakalo Hurricane sei, und ob ich noch nie etwas von ihm gehört hätte. Dann machte er mir das Angebot, für 10 Goldstücke 3 Monate lang in meine Dienste zu treten. Chakalo Hurricane. So. Nun, ich gab ihm 5 Goldstücke, die ich bei mir hatte, und ging zurück zur Mühle, um das restliche Geld zu holen, im Glauben, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Wie ich jedoch näher an die Mühle komme, sehe ich 2 Burschen die Flügel meiner Windmühle mit den Händen antreiben. Sie hatten mich wohl noch nicht so schnell zurück erwartet und waren bis zu dem Moment, als ich näher herankam, durch ein Gebüsch vor meinen Blicken geschützt. Leider war ich so unbeherrscht, dass ich meinen Wutausbruch nicht zurückhalten konnte. Kaum hatten sie mich bemerkt, gaben sie auch schon Fersengeld. Ich gab die Verfolgung auf und ging zurück zum Hügel, um den Windmacher zur Rede zu stellen. Doch der Bursche war verschwunden. Gut, Müller, das genügt. Jetzt schaut euch die beiden Angeklagten an. Sind das die Komplizen des Windmachers? Das weiß ich nicht, Euer Ehren. Ich konnte die Kerle ja nur schlecht sehen, sind ja gleich davongelaufen. Aber der Windmacher, da bin ich ganz sicher, der sitzt da draußen vor der Tür. Gut, ihr seid entlassen, Müller. Gerichtsdiener, für den Windmacher herein. Auf Geheiß des Richters werden erneut die Saaltüren geöffnet und 2 Wächter führen den Windmacher herein. Oh nein, der Hyänenspion. Das darf doch nicht wahr sein. Der Windmacher ist kein anderer als der Hyänenspion. Jenes Wesen mit dem Körper eines Menschen und dem Haupt einer Hyäne, das schon oft die Wege unserer beiden Freunde kreuzte. Er hat keine Freunde, verkauft jeden für ein paar Goldstücke. Seine Doppelzüngigkeit ist unübertroffen. Das hätte ich mir doch gleich denken können, dass der Kerl wieder hinter der Sache steckt. Hat der Herr Windmacher zu der Geschichte des Müllers noch etwas hinzuzufügen? Euer Ehren, ich gestehe, der Herr Müller, der hat wahr gesprochen. Doch der Betrug tat furchtbar weh. Mein Herz ist fast daran zerbrochen. Da hat dein Herz aber noch einmal Glück gehabt, Windmacher. Dachte ich mir's doch gleich, dass einem Mann wie Chakalo Hurricane nichts verborgen bleibt, selbst wenn er gar nicht im Saale ist. Woher wisst ihr denn überhaupt, was der Müller gesagt hat? Der ich dank des Zauberers Xandros übler Taten, halb Mensch, halb Tier in diesem Leben bin, höre durch Mauerwerk und fest verschlossene Türen, verstehe auch nur auf weiteste Entfernung der Worte Zweck und Sinn. Du Feuermine, das hat bestimmt etwas mit dieser Kristallrose zu tun. Du erinnerst dich doch sicher noch, Ruhe auf der Anklagebank. Hat der Angeklagte noch etwas zu seiner Entlastung vorzubringen? Werte Richter, schaut mich an. Schaut in mein ehrliches Gesicht. Nur meine Zunge, die hat es getan. Schwach ist mein Fleisch, mein Geist wollte es nicht. Jene, die dort sitzen, die drohten mir aufs Schlimmste mit körperlicher Qual. Die haben mich gedungen. Trotz allem Widerstand blieb mir letztendlich keine andere Wahl. Du elender Lügner! Der Richter, kein Wort ist wahr! Ruhe! Ihr beiden habt mir durch euer Getuschel bereits verraten, dass ihr den Windmacher kennt. Verzeihen Sie untertänigst,
die Störung, Herr Richter. Ein Bote des Fürsten Dalet hat diesen Brief für euch abgegeben. Wächter, die Angeklagten werden bis zu meiner Rückkehr in den Kerker gebracht. Die Verhandlung ist bis auf Weiteres unterbrochen. Feuermähne und Queck werden wieder in ihr bereits vertrautes Heim eingesperrt. Der Hyänenspion wird, um Streit zu vermeiden, in der Nachbarzelle einquartiert. Noch während unsere beiden Abenteurer den Ausbruch mit Hilfe ihrer Wunderwaffen planen, geschieht etwas Unerwartetes. Los, hoch mit euch! Keine Müdigkeit vorschützen! Auf geht's, folgt mir! Mächtig unruhig hier. Kaum, dass man Platz genommen hat, geht's schon wieder hoch. Hoch, nieder, hoch, nieder. Man kommt sich ja vor wie auf dem Exerzierplatz der Elfenkobold-Brigade. Da kommt Bewegung in die müden Knochen. Bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Raus, Schakalo! Oder wie du auch immer heißen magst. Eigentlich kein schlechter Name für den Hyänenspion. Mein Herr, nicht solche Töne. Als Mann von Welt bin ich dies nicht gewohnt. Man stellt sich besser, mich zum Freund zu haben. Es könnte sein, dass es sich irgendwann mal lohnt. Quatsch, keine Opern und folge mir! Feuermähne, so geht's aber gar nicht zum Gerichtssaal. Mir scheint, das ist ein unterirdischer Gang, der aus dem Gefängnis hinausführt, um Gefangene unbemerkt abtransportieren zu können. Schau mal, da vorne wird's hell. Nachdem die 3 Gefangenen das Ende des unterirdischen Ganges erreicht haben, befinden sie sich in einer parkähnlichen Anlage. Eine schwarze Kutsche mit schon halb geöffneten Türen steht für sie bereit. Gezogen wird das unheimliche Gefährt von 4 schwarzen Pferden. Als Feuermähne, Queck und der Hyänenspion auf Geheiß des Wächters die Kutsche besteigen, sitzt ihnen der Richter mit verdrießlicher Miene gegenüber. Herr Richter, was hat das zu bedeuten? So, Hyänenspion, jetzt wo wir Auge in Auge gegenüber sitzen, möchte ich, dass du Wort für Wort noch einmal hier wiederholst, was du vorhin dem Herrn Richter gesagt hast. Und wehe, du bleibst nicht bei der Wahrheit, Bürschchen. Ruhe! Sonst lasse ich euch alle wieder zurück in den Kerker bringen. Ich selbst weiß nicht mehr als ihr. Die Botschaft meines Freundes, die mir in den Gerichtssaal überbracht wurde, enthielt die Bitte, mit euch dreien zusammen sofort die Kutsche zu besteigen. Wohin geht's denn, Herr Richter? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Warum so eine Geheimniskrämerei, Herr Richter? Wenn ich das wüsste, wäre mir wohler. Doch jetzt schweigt. Die Kutsche ist an ihrem Bestimmungsort angekommen. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt die Kutsche weiter und verschwindet in der Abenddämmerung. Der Mond ist bereits aufgegangen und im Zwielicht des schwindenden Tages erscheint der Platz, an dem sich die Reisegesellschaft befindet, etwas unheimlich. Wo führt das nur alles wieder hin? Kerker, Gerichtsverhandlung, Kutsche, Abendspazierfahrten zu unbekannten Zielen. Dort, den Weg entlang. Folgt mir. Wie kommt's, dass ihr euch kommandieren lasst und eure Wunderwaffen nicht verwendet? Es wäre doch ein leichtes, euch und mich zu befreien. Wer weiß, wie dieses Abenteuer endet. Von Neugier hast du wohl noch nichts gehört, Hyänenspion. Na, vielleicht gibt's nebenbei auch ein windiges Geschäft zu machen. Und übrigens, wie bist du eigentlich dazu gekommen, bei dieser Gerichtsverhandlung zu behaupten, dass wir dich gezwungen hätten, den Müller zu betrügen? Ich will nicht richten über derlei Geschäftsgebaren. Ich kann verzichten und weiter meines Weges fahren. Verzeiht. Manchmal muss man auch Dinge sagen, die man nicht so meint. Der äußere Eindruck eines Menschen, der ist doch falsch. Und er ist nicht so, wie er auf den ersten Blick erscheint. Mein Plan war, wenn ihr mit mir im Kerker seid, ihr euch und mich mit euren Wunderwaffen rasch befreit. Feuermähne, ich glaube, der Hyänenspion verlässt sich schon langsam auf deine Gutmütigkeit. Ich hab dir schon immer gesagt, wir müssen den Burschen dringendst zur Ordnung rufen. Naja, in diesem Fall finde ich seine Idee noch nicht einmal schlecht. Ein Ertrinkender greift auch nach jedem Strohhalm. Aber dass wir wieder mal den Kopf für seine Betrügereien hinhalten sollen, ist ja wohl typisch. Ruhe! Wir sind hier nicht beim Kaffeekränzchen. Wir sind da. Der Pfad führt zu einer Lichtung, auf der sich ein Schlösschen
oder vielleicht besser gesagt eine Art Sommerpalais befindet. Von vielen zahlreichen Türmchen verziert und von einem kleinen gepflegten Park umgeben, macht es einen etwas gespenstischen Eindruck. Besonders die vom fahlen Mondlicht beschienenen Statuen und Denkmäler im Park lassen durch ihre in der Bewegung scheinbar erstarrten Körper einen kalten Schauer in den Betrachtern zurück. Trotzdem kommen alle wohlbehalten an der Tür zum Palais an. Guten Abend, Viktor. Guten Abend, Herr Richter. Sie werden schon erwartet. Ich habe mich wegen dieser 3 Galgenvögel etwas verspätet. Wie meinen, Herr Richter? Schon gut, aber es ist der ausdrückliche Wunsch von Fürst Garlet, dass diese Burschen hier mich zu unserer Gesellschaft begleiten sollen. Folgen Sie mir, bitte. Nicht schlecht, die Hütte. Was, Queck? Ja, hier kann man sich's gut gehen lassen. Aber schau dir mal die Blechmänner an. Irgendwie unheimlich. Die sind nicht gefährlicher als eine leere Konservenbüchse. Ich bitte die Herrschaften um Ruhe. In der Gesellschaft des Fürsten wird gerade ein Lied vorgetragen. Ich hätte mit allem gerechnet, aber dass unser Ziel ein Liederabend sein wird? Treten Sie leise ein. Bitte sehr. Es waren einst 6 blütenweiße Lilien, die gaben sich der Sonne preis. Im Frühlingswind aus Sturm und Drang trieb sie die Neugier, wurde bald zum Zwang. So jeder immer noch von jedem weiß. Der Sonne Kraft, das Spiel des Windes, war jenen Lilien nicht genug. Es mussten Irrlichter und dunkle Mächte sein, die Kraft des Bösen und des Spuks. Nicht ungestraft blieb dieser Frevel, nicht ungestraft bleibt der Genuss, den man aus solchen dunklen Quellen sich erschließt. Ein Fluch, der erst den 6 und später 7 nur noch das Grinsen und das Lachen ließ. Endlich seid ihr hier, werter Richter. Ich dachte schon, euch wäre ein Unglück zugestoßen. Fürst Garlet, entschuldigt bitte mein Verspäten. Spart euch die Entschuldigung, Richter. Es ist schon genug Zeit mit Warten und Gesang verschwendet worden. Tribunalrat Polemicus, sagt, gleicht die Zeit nicht manchmal der Luft? Worauf wollt ihr hinaus? Ist das wieder eine eurer philosophischen Vieldeuteleien, verehrte Dioratis? Die Zeit ist eben genauso wenig zu fassen wie die Luft. Hat man wenig Zeit oder vielleicht ein anderes Mal zu viel, so erreicht man meist das Gegenteil, wenn man dagegen etwas tun will. Übt euch deshalb in Geduld. Man kann nicht verschwenden, was sich so beharrlich jedem menschlichen Zugriff entzieht. Tribunalrat Polemicus, werter Dioratis, ich bitte euch. Ich glaube, wir haben heute wichtigere Dinge zu besprechen als die Probleme von Luft und Zeit. Typisch, diese Zivilisten. Reden, reden, reden. Und wenn es dann drauf ankommt, laufen sie wie die Hasen und unser einer muss dann die Kastanien aus dem Feuer holen. Pah, Zivilisten. Ich bitte euch, Hauptmann Tarek, erregt euch nicht so. Werte Comtesse, ich habe nun einfach genug vom Reden. Als Hauptmann einer freien Söldnertruppe steht mein Leben in jeder Tages- und Nachtzeit im Dienst des Schwertes. Und ich bemerke, dass meine rechte Hand zu dieser Stunde immer stärker zuckt.
und bald den kalten Stahl blank zieht. Für einen Mann der Tat, wie ihr gewiss einer seid, macht ihr auch schön viele Worte. Doch nichts für ungut, lieber Freund. Verzeiht mir die Freiheit, euch in eurer Rede zu unterbrechen, aber wie schon Comtesse Miriam sagte, glaube ich auch, dass uns Ruhe und Gelassenheit im Moment weitaus nützlicher sind als der blanke Stahl. Ich vergaß mich. Entschuldigt bitte, Comtesse. Aber nichtsdestotrotz, Herr Richter, was machen diese 3 Zivilisten hier? Das habe ich mich auch schon gefragt. Und was für finstere Burschen das sind. Da wird einem ja Angst und bang. Miriam, meine Tochter, ist schon ganz bleich vor Schrecken. Aber Mutter, musst du wieder übertreiben. Herr Richter, ihr seid uns eine Erklärung schuldig. Fürst Scarlett, ich tat nur, wie mir befohlen war. Ihr habt mir einen Boten mit eurem fürstlichen Siegel geschickt, der mir auftrug, die 3 Gefangenen zu unserem Treffen mitzubringen. Von meinen Boten hat heute keiner das Landgut verlassen. Typisch Zivilisten. Pah! Das riecht ganz nach Verrat. Bei einem Kriegsgericht wäre das nicht passiert. Auch an der Heimatfront sollte man nur verschlüsselte Nachrichten durchgeben. Nun aber langsam, Hauptmann. Es könnte sich doch auch um einen üblen Scherz handeln, oder? Ich weigere mich, an einen Scherz zu glauben. Dazu ist die Lage viel zu ernst. Typisch Zivilist. Und dann wieder für euch die Kastanien aus dem Feuer holen. Ein Schrei. Das kam vom Garten. Los, nach draußen. Marsch, marsch! Habt ihr in der Gartenlaube nachgesehen? Nichts, Tarek. Keine Menschenseele. Wir gehen alle besser zurück. Kommt. Irgendjemand muss den Schrei doch ausgestoßen haben. Dort, schaut. Neben dem Springbrunnen liegt der Richter. Miriam, mein Kind, schau nicht hin. Es ist entsetzlich. Ist er verletzt? Oder am Ende gar tot? Man findet den Richter neben dem munter plätschernden Springbrunnen regungslos am Boden liegen. Es ist kein Lebenszeichen mehr zu bemerken, jedoch umspielt seinen Mund ein merkwürdiges Lächeln. Ist er tot, Diorates? Nein. Doch der Schlaf, in dem er ruht, ist dem Tod sehr ähnlich. Ich habe gar nicht bemerkt, dass er die Bibliothek verlassen hat. Er sagte mir, dass ihn das alles sehr aufregt und er kurz hinaus in den Garten müsse, um etwas Luft zu schöpfen. Bringt den Richter ins blaue Gemach. Ich werde in den Büchern und Folianten nachschauen. Vielleicht findet sich etwas, das diesen todähnlichen Starrkrampf erklärt. Während der Philosoph Diorates den Raum verlässt, um in seinen Büchern nachzuschlagen, kommt es in der Gesellschaft zu einem Wortgefecht. Diese 3 Strauchdiebe, die der Richter mitgebracht hat, haben sicher etwas damit zu schaffen. Da könntet ihr recht haben, Gräfin Eleonore. Solche Subjekte sind immer gefährlich. Selbst wenn sie auf den ersten Blick hin unverdächtig erscheinen. Was meint ihr dazu, werter Rupert von Malk? Tribunalrat, Gräfin, diese 3 Strauchdiebe haben mit uns gemeinsam den Garten durchsucht. Sie können die Tat nicht begangen haben. Mir kommt ein schrecklicher Verdacht. Ich verstehe, Garlett. Wir haben den Verräter unter uns. Spione, Verräter, überall, wo man hinschaut. Und wer muss die Kastanien wieder aus dem Feuer holen? Das Militär natürlich. Das glaube ich nicht. Es muss noch ein Fremder im Haus sein. Irgendwie spüre ich schon, seit ich in diesem Haus angekommen bin, dass das sonst so gastfreundliche und behagliche Palais eine unheimliche Kälte ausstrahlt. Das ist einfach zu viel für das sensible Gemüt meiner Tochter. Wenn an der Geschichte mit dem unbekannten Fremden was dran ist, sollten wir da nicht besser Diorates warnen? Der Junge hat recht. Kommt mit. Feuermene und Robert von Malk stürmen in Diorates Zimmer, doch sie kommen zu spät. Wie kurz zuvor der Richter liegt auch Diorates am Boden, und auch bei ihm spielt ein befreites Lächeln um die Lippen. Man trägt den Philosophen in das blaue Gemach neben der Bibliothek, wo auch bereits schon der Richter liegt. Feuermene und Queck bleiben im Zimmer zurück und schauen sich ein wenig um. Du, Feuermene, hier auf diesem Schreibpult, da liegt ein aufgeschlagenes Buch.
Lass mich mal sehen. Sehr interessant. Die Geheimnisse der weißmagischen Zauberkunst. Das gibt's bestimmt nicht an jedem Kiosk. Und noch dazu ein ganz schöner Wälzer. Ob er wohl gerade darin gelesen hat? Es sieht so aus. Aha, das scheinen Beschwörungsformeln zu sein. Ich kann das zwar alles nicht so genau entziffern, aber er war scheinbar gerade dabei, nach einem Mittel zu suchen, um damit seine Freunde wieder aufwecken zu können. Und dabei hat ihn wohl einer gestört. Dieser Bursche hat seine Augen und Ohren überall. Es ist geradezu unheimlich. Ich glaube, wir sollten die Gesellschaft da unten nicht allzu lang allein lassen. Wo soll das nur noch enden? Mit Diorates ist fast alle Hoffnung für uns entschwunden. Es wird für uns unendlich schwerer sein, sein Buch zu entziffern, als es für ihn gewesen wäre. Er war der fähigste von uns allen. Philosophen, Dichter, Denker. Pah! Wenn's hart auf hart kommt, werde ich mich auch ohne diesen Firlefanz zu wehren wissen. Ihr seht, vor Lauschern oder Verrätern in der eigenen Mitte ist man selbst als Zivilist nicht gefeit. Hier rächt sich seine Unbesonnenheit, in einem Lied von den Lilien zu singen. Man muss hinter jeder Wand mit Spionen rechnen. Typisch Zivilist. Schweigt, Tarek. Vor lauter Action kommt man ja noch nicht einmal dazu zu fragen, um was es hier überhaupt geht. Hätte von den Damen oder Herren hier jemand die Güte, uns vielleicht aufzuklären, was Sache ist? Ein Schatten an der Wand! Gerade eben! Jetzt hat Gabriel verschwunden! Mutter, komm mit! Jetzt wird es spannend. Miriam, so bleib doch hier. Dieses Kind, diese Aufregung. Auf die Beobachtung des Hyänenspions hin stürmt die Gesellschaft die Treppe hinunter in die Kellergewölbe des Palais. Nach kurzer, erfolgloser Suche kehrt man in die Bibliothek zurück und erlebt dort eine böse Überraschung. Typisch Zivilist. Vom Ausspähen des Feindes keine Ahnung. Oder sollte er es gewagt haben, uns an der Nase herumzuführen? Dort liegt euer Freund mit dem Hyänengesicht. Aber was hat er denn in seiner Hand? Das ist skandalös. Mein Diadem. Dieser Verbrecher hat wohl vorhin mit angeschaut, wie ich das Diadem in die Schatulle auf den Sekretär gelegt habe. Hyänenspion. Dieses eine Mal hättest du besser deine Finger von solchen Geschäften lassen sollen. Es sieht ganz so aus, als hätte er das Durcheinander für sich ausnützen wollen. Er kann es einfach nicht lassen. Bringen wir ihn ins Zimmer zu den anderen. Entschuldigt mich, aber ich muss mich für einen Moment in mein Gemach zurückziehen. Bedenkt, dass ein Verräter hier im Hause sein kann. Ich denke, es wäre besser, wenn wir alle zusammenbleiben würden. Danke, Rupert. Aber dies ist mein Haus und ich muss einen Moment allein sein. Das muss ich respektieren, Fürst Garlet. Hauptmann Tarek, helft ihr mir, jenen Burschen zu den anderen beiden Unglücklichen zu tragen? Zur Stelle! Und wie immer muss das Militär für die Zivilisten die Kastanien aus dem Feuer holen. Queck, hast du gesehen? Der Hyänenspion hat nicht so gelächelt wie die anderen. Meinst du, der kann überhaupt lachen? Eigentlich muss jedem der Opfer das Lachen vergangen sein. Ich glaube, die ganze Gesellschaft hat mehr miteinander zu tun, als sie zugibt. Zumindest haben sie einen, der ihnen die Kastagnetten aus dem Ofen holt. Meine Herrschaften. Was gibt es, Viktor? Tribunalrat Polemicus ist geflohen. Ich wollte ihn aufhalten, aber er ließ nicht mit sich reden. Panik, lass nach. So langsam flippt ihr einer nach dem anderen aus. Typisch Zivilist. Wenn's hart auf hart kommt, die Hosen gestrichen voll. Tarek, ihr vergesst wohl, dass sich hier Damen in eurer Gegenwart befinden. Wir müssen ihn suchen, bevor uns jemand anderes zuvorkommt. Wer weiß, vielleicht ist Polemicus der, den wir suchen, und hat allen Grund, das Weite zu suchen. Viktor, ich würde gerne mit Fürst Garlet sprechen. Das ist nicht möglich. Fürst Garlet hat sich in sein Gemach eingeschlossen und möchte mit niemandem reden. Donner und Kanonenschlag! Was ist hier los? Wieso sind plötzlich alle Kerzen erloschen? Jetzt wird's spannend, Mutter. Mutter? Mutter, wo bist du?
Bleibt ruhig, Comtesse Miriam. Ich bin bei euch. Hab ich doch glatt meine Notsignallampe in der Offiziersunterkunft gelassen. Naja, die Kerzen tun's auch. Ist ja recht bescheiden, das Licht. Oh nein, Gräfin Eleonore. Mutter, was ist? Sag doch was. Es hat keinen Zweck, Comtesse. Sie kann euch nicht hören. Fasst euch, Comtesse. Ich bringe Gräfin Eleonore zu den anderen. Ihr, junger Mann mit den roten Haaren, wenn ihr mir vielleicht behilflich sein könntet? Viktor, wen bringst du da? Warte, ich helfe dir. Tribunalrat Polemikus. Als das Licht erlosch, eilte ich nach draußen, um eine Fackel zu holen. Dort fand ich ihn, leblos, am Ende des Ganges liegen. Viktor, sag Fürst Scarlet bitte, er möge eiligst nach unten kommen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer hinter all diesen Anschlägen steckt. Scheint die Lage auch aussichtslos, so werden wir den Feind einzeln umzingeln und gemeinsam schlagen. Und was geschieht mit Tribunalrat Polemikus? Den bringe ich zu den anderen in den Unterstand. Ins blaue Gemach natürlich. Es werden immer weniger. Alle lächeln sie. Alle, bis auf den Hyänenspion. Man sollte eher glauben, dass dies ein Grund zum Weinen ist. Comtesse, eure Mutter hat euch viel bedeutet. Das habe ich bemerkt. Und ich glaube auch, dass ihr um sie trauert. Aber ich habe nicht eine einzige Träne in eurem Gesicht gesehen. Es waren einst 6 blütenweiße Lilien, die gaben sich der Sonne preis. Im Frühlingswind aus Sturm und Drang trieb sie die Neugier, wurde bald zum Zwang, so jeder immer noch von jedem weiß. Der Sonne Kraft, das Spiel des Windes war jenen Lilien nicht genug. Es mussten Irrlichter und dunkle Mächte sein, die Kraft des Bösen und des Spuk. Nicht ungestraft blieb dieser Frevel, nicht ungestraft bleibt der Genuss, den man aus solch dunklen Quellen sich erschließt. Ein Fluch, der erst in 6 und später 7 nur noch das Grinsen und das Lachen ließ. Ist das nicht das Gedicht, das Diorates vorhin vorgetragen hat? 3 der 7 Lilien sind nur noch übrig. Stimmt doch. Der Richter, Hauptmann Tarek, Tribunalrat Polemikus, Fürst Scarlet, Rupert von Malk und eure Mutter Gräfin Eleonore macht 6. Und die 7. Lilie seid ihr, Comtesse. Aber was für ein Fluch, Comtesse Miriam. Das ist eine lange Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Alle diese Menschen, die ihr hier seht oder gesehen habt, haben vor vielen Jahren, als sie alle zusammen auf einem Internat waren, etwas getan, das sie ihr ganzes Leben lang verfolgen sollen. Tarek, seid vernünftig und steckt das Schwert weg. Ich habe jetzt diese Zärteleien bis zur Oberkante Unterlippe gestrichen satt. Ihr seid der Verräter. Ich weiß es genau. Wer sollte es denn sonst noch sein? Die Fremden haben damit nichts zu tun und alle anderen kommen nicht in Frage. Natürlich ein Zivilist, der sich dem leichten Leben hingibt und nur eins im Kopf hat, den einzigen Makel, den sein Leben überschattet, auf Kosten anderer auszulöschen. Feuermine, wir müssen was tun. Das hat uns gerade noch gefehlt. Dieser Hitzkopf. Bei meiner roten Haarepracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Mit dem Zauberspruch Melords des Sehers verwandelt Feuermene den unansehnlichen alten Stock, der bisher unbemerkt an seinem Gürtel hing, in einen weißmagischen Kampfstahl, der ihm außerdem noch die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern verleiht. Tarek, hört auf damit! Wir sollten die Sache lieber in Ruhe überdenken, bevor wir uns gegenseitig umbringen. Komm her! Es widerstrebt wohl meiner Soldatenpflicht, gegen einen Jungen zu kämpfen. Aber wenn es sein muss, ich fühle mich nicht zuletzt für die junge Dame verantwortlich und für ihren Schutz bin ich zu allem bereit. Hauptsache, es gibt einen Grund, sich zu prügeln. Na denn, ich habe dich gewarnt, Herr Generalmajor.
er ganz schön ohnmächtig. Hoffentlich hat er sich nicht allzu wehgetan bei dem Sturz in die leere Rüstung. Die Beule ist jedenfalls nicht zu übersehen. Das war ganze Arbeit, Feuermähne. Danke, lieber Freund. Ihr seid ein mächtiger Kämpfer, trotz eurer Jugend. Tarek ist ein Mann der Tat. Lasst uns einen Krug Wasser holen und diesen über Tarek leeren. Er kann es einfach nicht ertragen, untätig herumzustehen. Da hab ich einfach herhalten müssen. Er wird es nie lernen, sich zu beherrschen. Er ist auch ständig in irgendwelche Duelle verwickelt. Doch trotz allem ist er in seinem Kern ein guter Mensch. Die Comtesse! Da, schau, Feuermähne! Sie liegt am Boden! Oh nein, Miriam, Comtesse! Sie war gerade dabei mir... Rupert, was ist das, was mir die Comtesse erzählen wollte? Was war in lang vergangener Zeit? Wie ist das nur möglich? Es kann doch niemand so schnell und lautlos sein. Rupert, ich habe euch etwas gefragt. Es hat ganz gewiss etwas damit zu tun, dass der Letzte, der übrig bleibt, vom Fluch befreit wird. Wer ist nur dieser Verräter? Doch später mehr. Hilf mir erst die Comtesse zu den anderen bringen. Ich werde dir dann Rede und Antwort stehen. Das bin ich dir schuldig, denn du hast mir schließlich das Leben gerettet. Hier legen wir sie nieder, neben ihrer Mutter. Ich weck inzwischen den Herrn Hauptmann mal wieder auf. Da tut sich nichts. Der grinst mich nur dämlich an. Oh weh, der grinst. Der also auch, Feuermähne. Der Hauptmann. Aber wie kam der Täter hier herein, ohne dass wir ihn bemerkten? Lasst uns die Frage im Gemach des Fürsten Garlet klären. Ich glaube auch, es wird mal Zeit, dass Queck und ich erfahren, was hier gespielt wird. Dort, die Freitreppe hinauf. Seht mal, am Ende des Ganges. Sieht der nicht wie Viktor aus? Der große Unbekannte macht vor niemanden Halt. Nicht einmal vor dem Dienstboten. Er lächelt zwar auch, aber dieses unterwürfige Lakaienlächeln hat er den ganzen Tag drauf. Das hat bei ihm nicht viel zu sagen. Ich bringe Viktor zu den anderen. Wartet bitte so lange auf mich. Jetzt hab ich's. Das muss die Lösung sein. Was ist Feuermähne? Komm mit. Feuermähne und Queck öffnen die Tür zum Gemach von Fürst Garlet und finden diesen in einem todesähnlichen Schlaf vor. Wie auch bei den anderen zuvor, umspielt ein Lächeln seine Gesichtszüge. Komm, Queck, lass uns noch einmal in das Zimmer von Dioratis gehen. Ich muss mir dieses Zauberbuch noch einmal genauer anschauen. Vielleicht liegt in diesem Buch der Schlüssel zu allen. Hier hat aber jemand ganze Arbeit geleistet. Das Buch ist nur noch ein Häuflein Asche. Schade, wir sind zu spät gekommen. Fleißig, fleißig. Unser großer Unbekannter lässt keine Minute ungenützt verstreichen. Ah, ich verstehe. Rupert von Malk ist der Unbekannte. Deshalb wollte er Viktor alleine hinuntertragen. Na, Queck, zum Dr. Watson reicht's noch nicht ganz. Da muss man doch kein Doktor sein, um zu merken, dass Rupert als einziger von der ganzen Gesellschaft übrig geblieben ist. Hör zu, Queck. Wir gehen jetzt nach unten und machen Folgendes. Wenn du meinst. Als unsere beiden Abenteurer in die Bibliothek zurückkehren, finden sie Rupert von Malk reglos lächelnd zwischen den anderen vor. Das ist ja nicht zum Aushalten. Überall erstarrte, halbtote Menschen. Ich will weg, Feuermähne. Mir reicht's. Wir sind jetzt ganz allein. Was können wir denn da noch ausrichten? Da helfen unsere Wunderwaffen auch nichts. Hör auf zu jammern. Hier kommt keiner raus. Alle, die es bereits versucht haben, sind über den Park nicht hinausgekommen. Du vielleicht nicht, aber ich, Feuermähne. Du bleibst hier, Queck. Lass mich los! Oh, was habe ich getan? Queck, hör doch. Das wollte ich wirklich nicht. Wach bitte auf, Queck. Oh nein. Wer ist da? Viktor. Ich dachte, ihr seid... Danke.
dass du mir die Arbeit abnimmst. Diese ständige Wiederholung macht selbst die süßeste Rache bitter und langweilig. Du bist der Letzte, der übrig geblieben ist. Und somit ist meine Rache nun fast vollendet. Deine Vergünstigung besteht darin, dass du, bevor ich deinen Körper einschläfere und deinen Geist ins Nichts verbanne, von deiner brennenden Neugier befreit sein wirst. Der alte Viktor tat keiner Fliege etwas zuleide. Ja, so haben ihn alle hier eingeschätzt und ich auch. Deshalb war er die rechte Marionette für mein Spiel mit diesen Frevlern, die sich nicht in ihr Schicksal fügen wollten und glaubten, gegen Xavros aufbegehren zu können. Xavros, ihr habt wieder die Hände im Spiel. Das hätte ich mir denken können. Meine Masken, die ich wähle, sind die ganzen Menschen. Ich brauche keine Larven und falschen Bärte. Viktor wird sich an nichts erinnern können, wenn ich seinen Körper verlasse. Er wird nur seine Herrschaft und alle Gäste hier erstarrt zur Salzsäule wie Lots Weib vorfinden. Eine Strafe, deren Dauer ich noch nicht bereit bin zu bestimmen. Da ich erst, wenn ich genau weiß, wie viele von diesen weißmagischen Büchern noch im Umlauf sind, euch alle wieder ungefährdet erwecken kann, um mich dann am Fluch, den ich über sie gelegt habe, zu ergötzen. Was für ein Fluch! Was für ein weißmagisches Buch! Hat das etwas mit den Tränen zu tun, die in dem Gedicht erwähnt sind? Gut kombiniert. Fast bedauere ich, dass ich einen so hellen Geist wie deinen ebenfalls ins Nichts verbannen muss. Aber du weißt bereits zu viel. Und ob ich dich und deinen Freund jemals wieder erwecken werde? Du scheinst mir der gefährlichste von allen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier vorgeht und will es auch besser gar nicht wissen. Was du wissen sollst und musst, bestimme ich. Xavros, der Meister der Zeit. Versuche nicht, mich hinters Licht zu führen. Du weißt bereits mehr, als du zugibst. Es ist über 20 Jahre her, dass diese 6 Lilien, so nennt dieser aufgeblasene Dichterphilosoph Diorates diesen Clan von Möchtegern-Magiern, sich in einem geheimen Kreis zusammentat, um sich im Umgang mit den dunklen Mächten zu schulen. Anstatt sich in den Lehrstoff ihres Studiums der Rechts- oder Naturwissenschaften oder Mathematik zu vertiefen, hatten unsere 6 Lilien nichts anderes im Kopf, als die Dämonen der dunklen Seite anzurufen. Ich, der ich diesen Mächten verbunden und ihr treuer Diener bin, unterband dieses Tun, das anfangs noch harmlos, aber bald Formen annahm, dass sich die dunklen Geister in ihrem Wirken ernsthaft gestört sahen. Und ganz besonders jenes weißmagische Buch, das sie im hintersten Winkel ihrer Internatsbibliothek fanden, trug dazu bei, dieser Horde von wild gewordenen Geisterjägern Kräfte und Wissen zu vermitteln, dass sie fast, hätte ich nicht eingegriffen, befähigten, ernsthaften Schaden im Gleichgewicht der Kräfte anzurichten. Deshalb unterband ich nicht nur dieses Tun, sondern statuierte ein Exempel, das in seiner Tragweite ihnen erst nach und nach bewusst wurde. Ich nahm ihnen ihre Tränen. Wie soll man Freude empfinden, ohne das Tal der Trauer und der Tränen durchwandern zu können? Der Berg braucht das Tal, der Himmel die Erde, der Tag die Nacht. Alles braucht seine Gegensätze. Nimmt man von einem auf Gegensätzlichkeit beruhendem auch nur das scheinbar Schlechte weg, so wird das Bessere dadurch nicht besser. Es verliert seinen Glanz, wird reizlos und grau und nimmt oft genug sehr schnell die Gestalt des vermeintlich Üblen, schon vertrieben geglaubten Bösen an. Als sich dieser Verschwörerbande in Blitz und Donner erschien und das weißmagische Buch restlos vernichtete und jenen Fluch aussprach, glaubten sie, billig davongekommen zu sein. Erst viel später wurde ihnen klar, dass sie ohne die reinigende Wirkung der Tränen auf ihre Seele auch keine wahre Freude mehr erleben konnten.
Ich habe sie gesammelt. Jede einzelne Träne ihres Lebens. Hier, in dieser Amphore sind sie alle gesammelt. Träne für Träne. Da wäre ja ganz schön viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen. Ich hätte nie gedacht, dass die alle so nah am Brunnen gebaut haben. Wer zählt schon die Freude und das Leid eines ganzen Lebens, wenn nicht jeder nur für sich allein? Doch lasse ich, selbst wenn ich noch so erbost sein sollte, nie eine solch fahle Düsternis zurück, dass es nicht auch einen Schimmer Hoffnung in ihr gibt. Und so versprach ich diesen Zauberschülern, dass, wenn von ihnen eines Tages nur einer übrig sei, dieser eine dann befreit sei von dem Fluch. Ich glaubte, dass sie für den Rest ihres Lebens beschäftigt wären, sich gegenseitig zu misstrauen. Doch weit gefehlt. Dieser Diorates fand wahrhaftig noch ein weiteres Exemplar jenes weißmagischen Buches, von dem ich glaubte, es vernichtet zu haben. Und so kamen diese schwarzmagischen Ketzer hier zusammen, in der Hoffnung, sich mit Hilfe dieses Buches von mir und meinem Fluch zu befreien. Solch ein Spiel wird nicht gespielt, ohne den Großinquisitor der schwarzen Magie. Ich habe meine Augen und Ohren überall. Und meine Zuträger und Spitzel sind zuverlässig. Und wie du siehst, erfolgreich. Und jetzt bin ich wohl dran, eingeschläfert zu werden. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Lieber das Nichts, als euch länger zuhören zu müssen. Mutig gesprochen, junger Mann. Aber das lose Mundwerk wird dir bald vergehen. Mach dich bereit. Queck, die Zauberbola. Los, Zauberbola, zeig's ihm! Ah! Weiße Magie! Und ich bin ungeschützt! Darauf war der Meister der Zeit nicht vorbereitet, was? Ihr verschwindet im Rauch! Na, Hauptsache er ist auf unseren Trick reingefallen und wir sind ihn erstmal los! Eigentlich ganz einfach, ihn auszutricksen. Man muss nur wissen, dass ein Zauberer sich nur gegen die Waffen wehren kann, denen er von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Der Rauch hat sich verzogen! Schau, Feuermähne, da liegt Viktor! Xavros scheint seinen Körper verlassen zu haben! Das mit dem Streit hast du aber auch toll mitgespielt, Queck. Ich hoffe, der Schlag war nicht zu fest. Also, ich habe dabei festgestellt, dass du auch ohne Zauberkraft eine kräftige Handschrift hast. Eine Beule gibt das bestimmt. Tut mir leid, aber es musste so echt wie möglich aussehen. Woher hast du gewusst, dass Xavros hinter der ganzen Sache steckt, Feuermähne? Xavros ist ein Spieler, der über dem Rausch des Spielens manchmal etwas unvorsichtig wird. Wenn man ruhig darüber nachdenkt, stellt sich heraus, dass es für keinen der Anwesenden einen Grund gab, uns mit einer gefälschten Botschaft hierher zu locken. Xavros wollte alle Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber wie alle Spieler überschätzt er sich gern. Was mich allerdings für einige Zeit durcheinander gebracht hat, war diese Geschichte, dass der Letzte, der von der Gesellschaft übrig bleibt, von dem Fluch befreit ist. Damit hat Xavros den Fluch mit einer Extraprise Pfeffer gewürzt, da er wusste, dass wenn sich die ganze Bande je gegen ihn zusammenfinden würde, keiner dem anderen trauen kann. Jeder würde mit Recht von jedem annehmen können, dass er nur darauf wartet, bis alle anderen verschwinden und er endlich vom Fluch der Tränenlosigkeit befreit sein würde. Wobei keiner ausschließen konnte, dass mal hier und da beim Verschwinden kräftig nachgeholfen wird. Seine Teufeleien kennen keine Grenzen. Ja, er ist wirklich ein gefährlicher Mann. Nicht nur für uns. Nun ja, als es auch den Hyänenspion traf, wusste ich, dass diese Anschläge uns allen galten. Und die Art der Anschläge wies eindeutig auf schwarze Magie hin, die wir ja schon oft von Xavros zu spüren bekommen haben. Aber wie bist du nur darauf gekommen, dass Xavros in Viktors Körper geschlüpft ist? Xavros hatte klar erkannt, dass Viktor am unverdächtigsten ist und unbeachtet überall im ganzen Haus sein konnte. Verdächtigt habe ich ihn allerdings erst, als mir klar wurde, dass er der Einzige war, den Fürst Garlet in sein Zimmer gelassen hätte. So wollte Xavros uns im Glauben lassen, dass alle, ohne Ausnahme, in diesen Starrkrampf gefallen sind. Er wollte uns so in Sicherheit wiegen, um uns unvorsichtig werden zu lassen. Aus Erfahrung weiß er ja bereits,
dass er mit unseren Wunderwaffen kein leichtes Spiel hat. Das mit Viktor habe ich vermutet. Gewusst habe ich es erst, als er mir gegenüberstand. Nee, Feuermähne, was sind denn das für Geräusche? Ich glaube, die kommen aus dem blauen Gemach. Es scheint, es kommt wieder Leben in die Salzsäulen. Vielleicht hat das was mit der zerbrochenen Tränenamphore zu tun, die Xavros aus der Hand gefallen ist. Sie ist in 1000 Teile zerbrochen. Von den Tränen kann ich allerdings nichts sehen. Nicht mal einen feuchten Fleck auf dem Teppich. Der Bann ist gebrochen und die dunklen Mächte über den Häuptern jener vertrieben, die schon so lange für eine Tat büßen mussten, die sie aus purer Neugier und jugendlichem Übermut begangen hatten. Langsam werden sie sich bewusst, dass sie die Freude über ihre Rettung wieder tief und vollkommen erfahren können. Comtesse Miriam liegt weinend in den Armen ihrer Mutter und selbst bei den Herren werden die Augen feucht. Auch Hauptmann Tarek wischt sich verstohlen ein Tröpfchen von der Wange. Ja, da bleiben selbst die alten Haudegen nicht verschont. Feuermännchen, lass uns gehen, bevor die anfangen, uns danken zu wollen. Diese Heulerei ist ansteckend. Du hast recht. Lass uns verschwinden, sonst brechen bei mir auch noch alle Dämme. Halt! Freunde, lasst mich nicht alleine hier. Wie leicht könnte ich die Freude jener trüben, die neu vereint sich ihres Lebens freuen. Das Diadem, das ich nur schützend an mich nahm, das wollte ich nicht rauben. Verhindert habe ich nur, dass es in falsche Hände kam. Wer wird mir das schon glauben? Der macht doch tatsächlich aus Xavros einen kleinen miesen Juwelendieb, wie er selbst einer ist. Ja, Queck, man schließt immer gern von sich selbst auf andere. Los, komm mit, Hyänenspion. Lass uns unauffällig verschwinden. Nach Ihnen, Herr Windmacher Schakalo Hurrikane. Nach Ihnen, bitte sehr. Ich gehe ja schon. Unbemerkt von den wieder zum Leben Erwachten machen sich Feuermähne, Queck und der Hyänenspion aus dem Staube. Nach kurzem gemeinsamen Weg trennt sich der Hyänenspion von unseren beiden Freunden und geht alleine seines Weges. Sag mal, Feuermähne, hat eigentlich jemand dem Hyänenspion das Diadem wieder weggenommen, nachdem er erstarrt war? Mann, Queck, der hat uns doch tatsächlich alle an der Nase herumgeführt. Und wir helfen ihm auch noch, dass er unbemerkt entkommen kann. Naja, irgendwann läuft er uns bestimmt wieder über den Weg. Das gibt eine saftige Eintragung in seine ohnehin niederschmetternde Personalakte. Wie? Was sagst du da? Ach, nichts. Schau mal, da hinten geht die Sonne über den Bergen auf.